In dem 22. Juni 1941 habe ich geendet die Gymnasium. Und in derselben Nacht hat sich angeheben die Milchome gegen Sowjetrussland. Als ich bin gekommen in der Nacht zurück, ist noch ganz still. Aber einschlafen von sehr vielen Überlebenden hat man nicht gekannt. Und 4 in der Früh haben die Deutschen bombardiert Kobne. Wir haben zu jener Zeit schon gelebt, nicht in der Stube, noch ein Teil von der Boben sind wir rübergefahren in eine private Tiere. Und das ist gewesen auf dem Berg von Niemann. Und entgegen ist gewesen der Aeroport, der Fliehfeld von Kobne. Und ich bin aufgesprungen zum Fenster. Und es ist einen gegangen mit Feuer. Hat sich aufgeheben die Erde von den Bombardierungen. Und der Vater ist zugegangen, er hat weggelegt die Hand auf den Platz und gesagt, mein Kind, das ist nicht kein Reife, das ist Milchome. Die Mama ist in Stub nicht gewesen, sie hat gearbeitet im jüdischen Krankenhaus. Und sie hat gedacht, kommen, erst dann kommen die in der Früh. Aber bei Nacht, im Abend, bin ich mit der Erlaubnis vom Vater bin ich weg von der Stadt. Mit jungen Leuten, weil ich habe mal gesehen, wie ich oder gewesen Studenten oder noch geendigt die Schule. Und durchgegangen auf Zoffen, ganz Lite, ein Stück Lettland, raus zum alten sowjetischen Grenz, welcher gewesen im 31. Jahr. Dort sind gewesen sowjetische Grenzleute. Auf die Pferde reiten dick und haben mit den Schwerten uns nicht gewollt durchlassen. Aber wir haben nicht gehabt, keinen Weg zurück. Erstens haben wir gewusst, dass zurück sind schon die Deutschen. Zweitens ist auf der Station von der lettischen Seite haben die Deutschen bombardiert und die, die sind gekommen mit dem Bahn bis der Station, sind sehr Sache umgekommen. Sie hat gebrannt, die Station, und wir sind nicht durch. Haben wir gewusst, dass wir können zurück nicht gehen. Auf der Station sind umgekommen, als auch Menschen, Ältere mit Kindern, und als auch sind weg zurück, weil sie haben gesagt, wir können vorstellen, wir können durchgehen die Grenze. Sie sind weg zurück, sind angefangen im Kobner Ghetto. Und einer von denen, was haben geendigt als Schule im selben Jahr, ist gekommen zurück und hat erzählt, mein Vater, als sie hat gesehen, mir Täter auf dem Bahnsteig. Sie hat gesagt, Posche Tatois, haben Soldaten gewalgert, sie hat nicht gesagt, Eli. Ich will den Namen nicht anrufen, weil ich habe keinmal das nicht erzählt. Mir hat das erzählt, aber mit welchem ich habe gelernt in einer Klasse. Und er da wissen, dass meine Sprache ist im Ghetto, ist er gekommen, mir suchen, weil er war einer von denen, was haben organisiert, dem Weggehen, den Widerstand, dem Weggehen in die Wälder. Und er hat überlebt. Ich habe ihn getroffen da in 1944, schon in Wilna. Hat er mir dort abgegeben, den letzten Gruß von meinem Vater, als er hat ihn gefunden in der Stube. Als die Mutter und die Schwester haben gearbeitet, schon auf Arbeit weggeschickt. Und als der Vater ist krank, ist er gelegen in der Stube und er hat ihm erklärt, als ich bin umgekommen in Silupe, und als das hat auf einmal sehr moralisch gewirkt, dass er kann sich nicht aufheben viele. Und als besser wollte gewesen, als er wollte nicht gegeben die Zustimmung, als er soll rausgehen, und sein Erlaubnis wollte ich nicht weggegangen. Aber er wollte gewesen, wie schlecht und wie kompliziert da ist nicht erleben, wollte er gewesen mit allem. Und heute weiß man nicht, ist das wo ich. Das ist gewesen der letzte Gruß. Aber jeder ist mir, das bin nicht ihr gewesen. Ich bin durchgegangen
mit noch einer Gruppe. Bei Nacht, wenn die Soldaten seine schon entlaufen, sind wir durchgegangen, wie man hat es gesagt einmal in der jüdischen Literatur, wir haben gegangen die Grenze. Wir sind durchgegangen, wir sind reingefahren in Russland und von dort sind wir gefahren mit der Maschine, was hat geführt von Kovna, ein Teil von dem Archiv. Und wir sind 5 Mädchen, was man hat genommen dahin, und sie haben uns gebracht bis in Russland, bis eine berühmte Stanze Veliki Luki. Und von dort sind wir schon gefahren mit seinen Waggones, wie man weiß, durch den Televisor, wo man fährt Vieh. Aber wir haben schon gehofft, dass wir leben. Die Milchome haben alle überlebt, alle 5, aber heim seien wir schon nicht. Ich meine, wir seien noch 2.